Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. So, die Einnahmen sehen auch ganz gut aus. Und Tapete wollte ich jetzt nicht. Heute ist der Zauberer-Geburtstag. Und sonst haben wir nichts. Seit wann ist dann jetzt hier die Tapete so merkwürdig? Das wollte ich doch gar nicht. Hier wollte ich auch nach wie vor diese ausgeflippte Violette haben. Moment. Seit wann auch immer die sich geändert hat. Ja, die hier möchte ich eigentlich wieder haben. So, So. So wird ein Schuh draus. Wie auch immer hier umdekoriert hat. Nicht noch mein Geschmack. Gut. Dann mal wieder dasselbe. Und hier. Königin der Soßen erzählt uns was über Brombeerpastete. Das wissen wir aber schon. Und Meuerwitz-Schneier. Ich sollte mal wirklich einfach mal eine Sendung machen, wo ich mal einen Tag mindestens einfach nur Zeit nehme, um was zu kochen. Wo ich einfach nur wirklich Rezepte mache. Das wäre schon ganz cool. So, da lang. Käse. Und ist nichts mehr. Gut, hier in meine Kuriositäten-Truhe packen wir gleich mal hier die Fische. Dann hätte ich ganz gern das Bild hier noch irgendwo. Passt das hier irgendwo hier? Nee, hier? Nee, da ist es, wirkt es leider nicht so gut. Nee. Hier im Gang vielleicht. Da müsste man den Monsterkamin schon um einer verrücken. So. Steht da nicht so gut. Na egal. Lassen wir es erstmal so. Passt schon. Okay, es schneit mal wieder wie prophezeit. Kommt das Zeug da rein. Erste von meiner Frage kann ich nicht fortschmeißen. Das kann ich nicht bringen. So. CD-Reihe. Hier noch fort. Dann Köder. Sind es wieder Vierer? Das ist doch super. Das gefällt mir. Okay. Leberwurst. Und dann hier noch zu der Klätiere. Okay. Schick. So, da. Dann mal gucken, was die großen Tiere noch fabriziert haben. Oh ja. So, da. Ich bin immer gespannt, wenn es irgendwann auch mal andere große Tiere noch gibt, die man sich noch halten kann. Mir fällt nur irgendwie nichts anderes mehr ein, was man sich noch großartig halten könnte. Vielleicht bin ich da auch etwas fantasielos, aber sowas wie ein Esel oder so wäre schon ganz geil, finde ich. So. Ja, Esel wären definitiv richtig cool. So. Dann hier die Ziegemilch, die Ziegemilch und die Ziegemilch. Ha, jetzt müssen wir hier auch wieder mal auf 2 mal schaffen. Na. So, ein Ritter. Stellen wir mal einfach dort hier. Das sieht einfach nur ultra aus. Ein anderer Ritter, den stellen wir dort hier. So, ne, was Gewächshaus. Und da können wir noch irgendwo einen Papagei hier dazu stellen, oder? Das geht doch bestimmt auch. Der Hinetra macht das sich jetzt eigentlich nicht so besonders gut. Von dem findet man einen schöneren Aufstellungsort. Zum Beispiel hier. Wobei, warte mal. Dann können wir hier stellen, den Stäbpapagei. Dann finde ich auf jeden Fall noch, dass jeder von meinen Knechte einen Ritter verdient hat. So. Und ansonsten ein Ritter haben wir noch übrig. Der kommt dann noch ins Haus irgendwo hier. Oder vors Haus. Das werden wir noch sehen. So.
Oh je, da ist wieder jede Menge Zeug gut. Das gibt mal wieder gute Einnahme. Das gefällt mir jetzt schon sehr gut. Hervorragend. Und die Tomate noch. Super Sache. Gut. Dann hier noch. Ja, das ist mal wieder die Phase, wo ich einfach nur labern muss, weil sonst einfach nichts passiert. So, schnell, schnell. Ja, also die Ritter finde ich jetzt definitiv richtig geil, muss ich sagen. Da habe ich mich jetzt sehr drauf gefreut, als die auf dem Nachtmarkt Angebote waren. Ich könnte auch im richtigen Leben nicht widerstehen, wenn ich so Deko-Ritter-Rüstung finden würde, die man irgendwo hinstellen kann. Ich finde sowas unglaublich genial. Ich müsste mal irgendwann, wenn ich das Geld dafür habe, mal eine gescheite Vollrüstung zulegen. Eine, die ich sowohl anziehen kann, als auch auf einen Rüstungsständer irgendwo hinstellen kann für Deko. Das wäre schon geil. Kostet halt nur einen Arsch voll, so eine ganze Vollrüstung. Und hier für 200 Gold, das ist ja praktisch noch geworfen. Das ist ja wirklich überhaupt nichts eigentlich. Ah ja, da ist noch was. So. Gut. Dann kommt erstmal wieder der ganze Kram hier nochmal rein. Ups, die beheben wir erstmal auf. So. Dann geht es nämlich mit der Siggi nochmal ab. Ah ja. Mayo ist schon gut. So, einen Moment mal. Ja. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass es doch nicht so gut aussieht. Und der Rest kann rein. So. Alla hopp. Wobei, warte mal. Da ist der Käse nämlich auf jeden Fall gemacht. So. Verfeinertes Quarz. Kommt hier rein. Dann der Ritter. Der Ritter. Da stellt sich Abigail normalerweise immer hier. Aber... Tja... Haben wir daneben vielleicht Platz noch für der Ritter aufzustellen? Leider nicht. Nee. Nee. Dann stelle ich ihn halt mal dort hier. Ich hoffe, so kommen wir noch ans Kristallarium dran. Das werden wir dann noch sehen. So. Okay, die Milch, die letzte. Machen wir auch noch rein. Dann haben wir viel Käse wieder zum Eilagern. Können noch zum Zauberer gehen für sein Geburtstagsgeschenk. Und dann wird der andere Käse auch schon gut sein. So, du kommst hier rein. Und die rechtliche gute Sache, die können wir da ohne wieder irgendwo unterbringen. Hier zum Beispiel. Und 1, 2, 3. Da ist dann auch noch Platz. Super Sache. Okay, wisst was? Ich weiß was Besseres. Wir machen diese Obsidian-Vase raus. Na? Können wir die so? Ja. Okay. Entschuldigung, stellen wir die Obsidian-Vase so hier. Und dann machen wir das so. Ritter und Skelett bewachen hier unser Haus. Das ist noch cooler. So. Das Zeug doch hier. Darum kümmern wir uns dann noch. Werd grad reiche für zum Zauberer hier und zurück. Dann muss ich nämlich wieder auf den Nachtmarkt, weil wenn ich vom Nachtmarkt komme, denke ich an sowas meistens nicht mehr, weil es dann nur noch heißt, schnell ins Bett. Deswegen, das wird grad reicher, um hier hinzugehen und unser Geschenk abzuliefern. Und dann müssen wir auch schon wieder zurück auf den Hof und dann wieder direkt auf den Nachtmarkt. Ups. So, ich möchte zum Zaubererei. So, der ist für dich. Ja, für deinen Geburtstag. Jetzt sind wir schon bei, bei 10 von 10 Heidewitzigkeit. Habe ich es aber auch an der Stimme. Okay, besonderes Herzevent. Dann also wieder ab zurück. Und, Moment. Ich kann das einfach nicht sehen. So.
Dann wieder zurück, den Käse nochmal runterbringen in den Keller und dann wieder ab an den Strand zum Nachtmarkt bei Schnee. Das wird bestimmt auch sehr interessant. Ich persönlich muss auch sagen, ich finde so mittelalterliche Weihnachtsmärkte immer ganz toll. Deswegen sowas gefällt mir immer sehr gut. Okay. Da ist noch am Mache und am Dur. Verflixt, die macht mir heute einen Strich durch die Zeitplanung. Der Stäbpapagei, für den gibt es aber bestimmt noch einen besseren Ausstellungsort als hier in der Peripherie. Nicht was? Den machen wir mal hier davor. Und Frosch machen wir dann 8 oder neben dran. So. Dann ist das nämlich hier aus dem Weg. Dann haben wir hier nämlich die Tiere, die das hier flankieren. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. So. Jetzt aber wirklich hoppla, ne? Der Nachtmarkt fängt jetzt nämlich sofort wieder an. Ja. Wir haben doch keine Zeit. Also ganz flott. Hier noch die Lücke schließe. Und dann aber jetzt wirklich hoppla. Ich möchte mich sehen, was es da wieder für tolles neues Zeug gibt. Und die Meerjungfrau-Show wird wahrscheinlich auch wieder dieselbe sein. Aber das macht nichts. Wir gehen auf jeden Fall nochmal überall hier. Gucken uns an, was die verschiedenen Stände wieder zu bieten haben. Dann läuft die Geschichte. Alter Falter, also muss ich auch sagen, heute war ich aber schwer wieder am Rumrennen. Dass jetzt erst mal tägliche Erledigungen beendet sind um die Uhrzeit. Das wird auch immer später. So wie die letzte Episode mit 45 Minuten. Das war so gerade hart an der Grenze, fand ich. So. Okay. Da hat man wieder dasselbe Schampel. Das finde ich schade. Spezialisiert auf Außendekorationen. Nee. Ah ja, die zwei Animer. Ich bin nur wegen Gratis-Kaffee hier. Das ist eine von den neuen Traditionen in Pelikan. Wir haben uns zu schnell dran gewöhnt, findest du auch, Schorsch? Ja, komm, Kaffee gibt's auf jeden Fall wieder. Aber bei Schnee hat es definitiv was. Ich erhalte Kaffee und ich trinke Kaffee. Lecker. So ein leckerer orientalischer Kaffee. So, was gibt's dann hier? Die sagt wieder nur selber und hat wieder nur Schampel. Schade eigentlich. Und der berühmte Maler Lupin wieder für 1200. 3 Bäume. Ja, super Sache, aber wir kaufen es einfach. Steineule, ja natürlich wird die gekauft. Sehr schön. Ansonsten leider nichts, was mir noch gefallen tät. Schade. Okay. Die Meerjungfrau. Schauen wir mal, wie es bei der Meerjungfrau aussieht. Die Eule sieht ja auch geil aus. Okay, das ist auch mal wieder dasselbe. Schade. Sehr schade. Okay, hier gibt es leider nichts Besonderes. Weswegen bist du hier? Eine Flotte von exotischen Verkäufern, die die Welt bereisen, um unvergleichliche Schätze zu finden. Was für ein Abenteuer. Okay, bevor wir runtergehen zum Angler. Hast du die Meerjungfrau-Show schon gesehen? Die gefällt mir am besten. So. Es muss wirklich spannend sein, auf jede Art die Welt zu bereisen. Ja, ich kann mir so vorstellen, dass man so als Hausfrau dann, wie die Jodie, halt auch mal in seinem Trott drin ist. Es ist auch was Schönes, die Familie um sich zu haben. Aber irgendwie fehlt ihm dann auch so ein bisschen das Abenteuer. Das kann ich schon nachvollziehen. Gut. Nachdem wir jetzt absolut sicher sind, dass nirgendwo anders noch Stände sind, gehe ich nochmal hier. Ohne letztes Mal die Tiefseetour. So. Eventuell, aber nur eventuell gibt es ja heute wieder ein paar neue Fische, so wie der Blobfisch. Beim zweiten Tag für mich neu war, gibt es jetzt eventuell auch irgendeinen neuen Fisch. Das wäre natürlich großartig. So, wir müssten auch gleich wieder unsere Höhe erreicht haben, unsere Tiefe erreicht haben.
Und dann schauen wir mal. Okay. Da ist schon mal gleich was. Bitte lass es der legendäre Blobfisch sein. Der Endgegner hier. Nee, es ist der Gruselfisch. Und an Schätze gibt's 10 Köder. Perfekt. Dankeschön. Dann gucken wir mal, was hier drin liegt. Aber auf dem Meeresgrund hat man bestimmt ein paar Schätze, die man noch mit rausangeln kann. Da bin ich mal sehr sicher. Halt die Fischleichte. So, komm schon. Zappel, zappel. Wieder ein Gruselfisch. Beide in Silberqualität. Hoffen wir mal, dass es hier auch was Gutes gibt. Hoppala. Zappel, zappel, die Wappel. Und wieder ein Gruselfisch. Ach, wieder ein Silber. Okay. Schauen wir einfach mal, was sich hier Schönes bietet für uns. Eventuell gibt es noch irgendwas ganz Besonderes, was tagesexklusiv ist. Wieder nur ein Gruselfisch. Nicht mal einer von der Tintefisch. Uiuiuiuiui. Mal gucken, was hier in der vor allem in der Schatztruhe drin ist. Wieder ein Gruselfisch und ein Köder. Na gut. Damit haben wir 5 Gruselfische schon geangelt. Also mehr als 22 Uhr mache ich jetzt auch nicht. Dann haben wir nämlich auch wirklich alles nochmal so erforscht, was es auf dem Nachtmarkt gibt. Wir waren täglich dort und haben uns täglich die Ware angeguckt. Mehr kann man doch nicht verlangen, finde ich. Höchstens, dass ich etwas gemütlicher an die Sache rangehe, statt so hektisch. Aber die Sache ist halt, dass die Zeit weiterläuft. Da kann ich leider nicht so gemütlich verweilen wie auf dem Volksfest oder so. Jawohl, noch ein Blobfisch. Also den würde ich ums Verrecken nicht essen, der Blobfisch. Ich weiß auch nicht, was Menschen immer dazu treibt, sich zu denken, oh, das sieht aber lecker aus, probieren wir es doch gleich mal. Oder treibt ihm doch die Not dazu, dass es nichts anderes gibt und man dann denkt, ja, besser das Vieh als ich. Und man isst dann sowas wie der Blobfisch? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja eine große Delikatesse, ich hab's noch nie probiert. Aber ich stelle mir den nicht gerade besonders lecker vor, wenn ich mir dann so gucke. Okay, das war's dann für heute. Gut, bringen wir uns wieder hoch, Kapitän. Es war mal schön, um ein paar besondere Fische zu fangen. Das auf jeden Fall. Das sind Fische, die kriegt man das ganze Jahr sonst nicht geboten. Und so eine Tour kriegt man sonst auch nicht geboten. Deswegen schön war's auf jeden Fall. Das freut mich. Also. Gut, wir sind wieder over. Das war's dann mit dem Nachtmarkt, ihr liebe Leute. Mehr gibt's anscheinend nicht mehr. Deswegen schickt mich heim. Und wir schauen noch, dass wir die Stäreul irgendwo untergebracht kriegen. Die Stäreul. Die Stäreul. Wo stellen wir die dann hier? Die könnte man dort hier stellen. Wobei... Nee, da macht sie sich nicht so gut. Eigentlich lieber beim... Aber das Ding soll frei bleiben, heißt ja angeblich, ne? Stellen wir die Eule doch einfach in was Gewächshaus. Dann motiviert mich das vielleicht auch immer ein bisschen noch. Wenn ich da immer meine langweilige Pflicht im Gewächshaus machen muss. Ansonsten gucken wir noch, dass wir hier das Gemälde irgendwo noch schön aufgehängt kriegen. Ja, du machst es leider nicht so gut. Und hier haben wir jetzt leider auch schon alles voll geklatscht. Wisst was? Wir nehmen Desto ab, machen das Gemälde... Nein. Machen das Gemälde dran. Das ist doch auch ganz schön mit den 3 Bäm. Und machen die Deko stattdessen hier dran. Da kommt sie wenigstens zur Geltung. Man sieht sie immer hier. Und wir gehen ins Bett. So. Und das noch irgendwie relativ rechtzeitig. So.
fast 9000. Das sind wir wieder stabiler, normaler Einnahme. Hey, das ist nix. Ja, die Oma Evelyn hat dann noch Geburtstag. Aber ich jetzt sage ihr, liebe Leute, wenn ich hier mit der Episode fertig bin, so mehr komme ich heute leider nicht. Dann muss ich halt mal einen Cut machen. Und mehr als die 3 Episoden sind heute leider nicht drin. Bei Aufnahme. Mal sind es 3, mal sind es 4 Episoden. Es kommt immer drauf an, wie viel Zeit ich gerade habe. Und ich bin echt froh drum, dass ich nur alle 2 Tage veröffentliche, weil die Masterarbeitsvorbereitungen, die schlucken halt wirklich eine Menge Zeit. So, morgen wird's wieder Schnee geben. Lebe vom Land, sagt Frühlingssaat, Aufräumarbeit, bla bla. Ah, eine Pastinake. Das war also die gemischte Saat. So, Schätzel, Kuss. Ui. Da haben wir aber viel. So, dann holen wir das Zeug auch gerade noch ab. So. 7 Stück. Das ist nicht verkehrt. Na dann. Nix wie raus. Den holen wir uns auch noch mit. Hallo Ackermann. Wer ist es dann überhaupt? Bürger, vor allem Bäuermeister. Servus Ackermann, ich tät gerne ein paar Infos über die kommende Veranstaltung geben, das Fest vom Winterstern. Es ist an der Zeit für die Gemäß, sich an all das Gute in dem Jahr zu erinnern und zusammen zu kommen. Eine beliebte Tradition ist es Wichtler, bei dem jedem in der Stadt zufällig eine andere Person zugedeelt wird. Am Ende vom Fest bringt jeder ein Geschenk für seinen geheimen Freund und überrascht ihn mit was Besonderem. Das Jahr ist ein geheimer Freund der Seppel. Verraut's niemand, das Festel wird am 25. von 10 bis 14 Uhr auf dem Stadtplatz stattfinden. Man sieht sich da, Bäuermeister Louis. Allerhopp. Vater Seppel, Was denn müsste ich noch was finden? Da bin ich mir nämlich leider nicht allzu sicher. Obsidian ist das sein Lieblingsgeschenk, aber irgendwas Schönes müsste ich auf den auch noch finden. Schauen wir mal. Quarz mag er ansonsten noch ganz gern mäßig. Aber es ist halt nicht sein favorisiertes Geschenk. Vielleicht gucke ich auch nochmal nach, was er sonst noch so liebt. Oh, Hasepfote. Und zwar in Iridium-Qualität. Haha. Sehr gut. So, was habt ihr für mich? Jede Menge Kram. Okay, rennet fort. Und ihr bleibt auf jeden Fall auch noch zum Streichler. So. Nur glückliches Tier ist ein gutes Tier. Dann kommt erstmal die Butzwoll hier noch rein. Und zack, Reide mit. Dann NC3. Und 4. Und der 5. kommt noch Donai. Da haben wir wieder das Schattenei. Das Entenei. Ein braunes Ei. Und 2 weiße Eier. Super Sach. Gut, schon mal wieder Lachsbär. Und Langeweile is coming. Es ist mal wieder das sehr ruhige Gewächshaus. Psst. Bloß nichts verrote. Bloß Stimmung mache, hier ist alles bierernst im Gewächshaus. Okay, komm schon. Ganze Kruscht erstmal raushole wieder. Okay, so. Da haben wir noch genug Zeug. Ich darf nicht vergessen, noch gemischt die Saat zu holen fürs Haus. Bis der Deibel, was hier wächst. Das werden wir noch rausfinden. So. Okay. Ja, Problem ist halt, dass das im Winter ganz besonders gut wächst. Also, was ist doch ganz besonders gut? Das ist halt das einzigste, wo überhaupt im Winter was wächst, außer in meinem Privathaus. Von daher, schade, dass ich darauf angewiesen bin, weil es ist halt wirklich ohne Musik irgendwas. Eine Gewächshausmusik wäre schon ziemlich geil. Hoppla. Wenn man explizit so Gewächshausmusik machen würde, wäre schon ziemlich geil.
Weil das ist sonst immer etwas frustrierend. Okay, so. Und die zwei da, die stehen uns jetzt mal wieder zur vollen Verfügung. Das heißt, ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich heute noch machen soll. Da jetzt leider auch der Nachtmarkt weg ist. Den ich persönlich wirklich sehr schön fand. Gerade mal gucken, ne? Quatsch, da wollten wir ja sowieso noch rein. Aber erst einmal. Genau. Haben wir hier noch die Dinger rein. Ausgezeichnet. Dann gemischte Saat brauche ich noch. Genau. Nee, Hofbuch wollte ich nicht. Hier haben wir wieder 5 Köder. Hey, es wird besser. Dann, es wäre cool, wenn das irgendwie exponentiell ansteigen würde, das Ganze. Ah, ich habe es sogar schon vergessen. Das darf natürlich nicht passieren. Kleiner, geh fort. Bei wie viel sind wir eigentlich mittlerweile? So, wir sind bei 3 Herzen. Ja, der Ackermann wird bestimmt der Vater des Jahres, wenn der Claire herkommt. Papa, liebe mich. Und kommt schon angeklettert, ja, angekrabbelt. Und er nur, geh fort. Okay, gut. Ja, dann ist heute wirklich nichts mehr. Schwierig. Was kann man da noch machen? Es ist Donnerstag. Wir könnten mal in den Stäbruch gehen. Und einfach mal gucken, was da noch abgeht. Ob hier möglicherweise wieder ein paar gute Sachen dabei sind. Sieht aber nicht so aus. Sondern eher, als wird das blöde Kupfer ständig noch kommen. Dann könnten wir eventuell heute noch ein Dachei lecken, wo wir viel verhütten. Das wäre auch nicht verkehrt, dass wir uns mal wieder um unser Zeug da kümmern. Weil sobald die Gastarbeiter kommen, brauchen die jo ihr Barrer. Damit sie ihr Werkzeug upgraden können. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall viel Eisenbarrer. Deswegen wäre, glaube ich, Eisenverhütung gar nicht mehr so schlecht. Und wir checken mal, wie die Kupferbestände sind. Und dann schauen wir mal, dass wir halt nochmal gescheit verhütten. Sodala. Okay. Eisen sieht soweit ganz gut aus. 2 können wir zurück, aber nie mehr so viele Eisenbarrer. Kupfer sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen was mitnehmen. Machen wir erstmal hier noch ein bisschen was. Und wir nehmen jede Menge Kohle noch dazu. So. Okay. Dann verhütten wir erstmal das Kupfer. Gut, da haben wir hier nämlich auch wieder was zu tun, bis das Kupfer verhüttet ist. Und zwar hier. Perfekt. Hier wieder runter. Schön noch unser 5 Käserei. Und zwar schließen wir hier erstmal die ganze Lücke, die noch da sind. Enna haben wir auch noch. Der Basto noch hier. So. Gut, ich mag das immer, wenn die Reihe voll produktiv sind. Dann gucken wir nochmal vorbei, ob die Kupferbarre schon gemacht sind. Natürlich. Also. Kupfer ab. Und Kupfererz wieder rein. Jo, das sieht soweit ganz ordentlich aus. Dann erstmal hier rein Dode mit. Dem Zeug. Hier Kupferbarre noch. Kann nicht schade, da jede Menge parat zu haben. Ich weiß, wir nehmen noch ein bisschen Kupfererz mit. Ich nehme hier das ganze Zeug mit, einfach mal. Weil dann verhütten wir jetzt einfach mal Kupfer so gut wie es geht, damit wir mehr als genug von dem Kram da haben, wenn unser Gastarbeiter kommen. So. Okay. Ansonsten haben wir sonst schon irgendwas in der Umgebung hier zu tun. Sieht nicht so aus. Ach,
keine Artefaktplätze oder so, die sich spontan gebildet hätten. Loved. Okay. Dann verbringen wir jetzt definitiv hier mal Zeit mit Verhüttung. Finde ich an sich gar nicht mehr so verkehrt. Wir müssten nur noch mal gucken. Warte mal, wie viel kostet denn so ein Schmelz? Oh, sehr schön. Wir machen noch ein paar mehr dafür. So. Haben wir nämlich den hier weg, der Ritter. Und Feuerschal machen wir dort hier. So, warte mal. Feuerschal machen wir dann dort hier. Die 2 Schmelzöfe packen wir noch daneben hier. Ausgezeichnet. Und dann kümmern wir uns da noch drum. Der Ritter. Wo hier packen wir der Ritter? Was, das Ding ist eigentlich ein absoluter Ultra-Käse. Da hätte ich eigentlich schon ganz gern meine Ritter hier noch stehen. So. Das Ding wieder A. Und das Ding, das stellen wir einfach mal da neben dran. Also in gewisser Abstand auch noch. So. Weil das Teil ist eigentlich absolut unnötig. So, den Grabstähl. Den könnten wir eventuell wirklich da in die Richtung stellen. Richtung Opas Schrein. Gut. Das sieht soweit fertig aus. Dann noch der Rest. Dann haben wir schon das ganze Kupfer weg. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Dann packen wir jetzt nämlich gerade noch, das wird gerade reicher, um das Zeug wegzupacken. Weil das Eisen braucht schon ein bisschen länger. Dann packen wir das Kupfer wieder rein, wo es hingehört. Und wir holen uns auf jeden Fall noch jede Menge Gold. So. Erstmal reichen die, wobei. Scheiß drauf. So. 2 Goldbarre schmeißen wir mal einfach da rein. Weil, wie gesagt, für unser Gastarbeiter brauchen wir jetzt nicht allzu viel Zeug, würde ich sagen. Es soll lediglich dazu da sein, um unser um unser Werkzeug abzugraden, damit die genug Barre für Werkzeug-Upgrade haben. So, ich denke mal mit 33, das wird lange. Und der Rest schauen wir mal. Wobei, haben wir noch ein bisschen mehr Eisen? Können wir noch ein bisschen Eisen holen? Nee, tatsächlich nicht. Interessant. Der Rest muss dann wohl Gold sein. Anscheinend habe ich ein bisschen Eisenknappheit. Das finde ich etwas schade, um ehrlich zu sein. Eisen ist nämlich ein toller Werkstoff. Und Eisen noch alte Methode zu verhütten ist eigentlich eine unglaublich übelst lange Prozedur. Die, ja, ich würde mal sagen, mit solchen Schmelzöfen wie hier geht es wahrscheinlich etwas besser, wo die Schlacke einfach so abfließen kann. Aber so ein römischer Rennfeuerofen, oder so ein eisenzeitlicher bis römischer Rennfeuerofen, das ist schon nicht ohne das Ganze. Ist sehr viel langwierige Technik dahinter. Eisenbarre, verfeinerte Quarz- und Fledermausflügel. Okay. Eisenbarre, verfeinerte Quarz- und Fledermausflügel. Machen wir gleich mal 2 davor. Wie viel Fledermausflügel braucht denn das? 5er. Okay. Gucken wir doch mal, was wir da machen können. Fledermausflügel. Dann holen wir uns gleich mal 10 Stück. Verfeinertes Quarz- und Eisenbarre. Dann stellen wir gleich mal 2 von den Dinger her. 1 und 2. Das passt doch mal wieder. So. Dann können wir nämlich hier noch schön passende Dinger aufstellen. So. Beim nächsten Mal Gewitter kriegt man dann nämlich auf jeden Fall richtig gut was ab. So, die restliche 3 Eisenerz kommen hier. Beziehungsweise 15, die noch verwertbar sind. So, das ist doch ziemlich gut. Da können wir dann bis zu 5 Batterien abstauben. Und mit der restlichen schauen wir mal. Oh, Leverwurst. Dich habe ich ja weder gestreichelt noch gefüttert heute. So, dann kommt hier das Gold rein. Dem das jetzt auch erledigt ist. Ja, super Sach. Gut, dann haben wir nochmal 5 Eisenbarre. Und 3 sind noch in Macher. Sehr schön. Naja, für ein paar Werkzeuge reicht es, weil das braucht ja immer gleich 5 Eisenbarre. Also wirklich günstig ist das nicht. Wir sollten vielleicht wirklich noch ein bisschen mehr Erze sammeln im Laufe der Zeit. Weil ich glaube, nur meine Goldbarre sind eigentlich am Maße arge Messer.
Von der Artzahl her. Okay. 10, 20, 25. Können wir auf jeden Fall noch reinpacken dann, wenn die Fuhre fertig ist. Aber Gold, das braucht halt. Das braucht seit Zeit. Da kann ich mal so lange noch ein bisschen nach unten gehen. Eventuell noch ein bisschen Bam hacker. Oder hier ein bisschen Artefaktplätze auf Hacker. So. Na, machen wir mal hier den Schampel hier weg. Und fällen hier noch die paar Bam. Na. Auch wenn das jetzt ein junger Baum war, egal. So, die hacken wir gerade auch noch in die Richtung. Ja, Allah. Ja, Allah. Das hat jetzt, glaube ich, gerade gereicht. Damit wir noch den Rest reinschmeißen können vom Schützefest hier. So, das sind nämlich noch 3 Eisenbarre. Gut. Gut. Der Rest wird noch verhüttet. Denn ich muss sagen, das kommt jetzt hier rein. Wo es hier gehört, der ganze Kram. Zack und zack und zack. Und hier machen wir das folgendermaßen. Wir nehmen uns noch 3 Dodefu, dann vergesse ich das auch nicht für morgen. Weil steht eigentlich schon Sache. Es ist eigentlich mal wieder an der Zeit, ins Bett zu gehen. War das gerade hier das? Nee. Okay. Dann die ich nämlich sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo dann Evelyns Geburtstag ist. Genau. Aber vorher geht's nochmal ins Bett. Und ich jetzt sage, das ist noch ziemlich geil. Minenarbeit Stufe 10, wähle einen Beruf. Schmied, Metallbarren sind 50% mehr wert. Und Erzsucher, die Wahrscheinlichkeit, dass Kohle gefunden wird, ist verdoppelt. Nee, das machen wir so. Dann verkaufen wir nämlich einmal unser Erzbarrer. Ich denke, das ist gar nicht mehr so verkehrt. So, letzte Chance, um zu sehen, was die Viecher wert sind. Und die sind eigentlich schon relativ viel wert. Der Blobfisch vor allem. Sehr gut. Okay. Ausgezeichnet. Dann würde ich mal sagen, liebe Leute, bis übermorgen dann zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Da können wir auch durchaus ein paar Sachen beziehungsweise ein paar Barre verkaufen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.